Wir schreiben das Jahr 1703, wo im englischen Epworth in Lincolnshire ein Bub mit dem Namen John Wesley geboren ist. Als Sohn von einer anglikanischen Pfarrerdynastie hat auch er sich zum Pfarrer ausbilden lassen. Während seiner Studienzeit in Oxford hat sein Bruder Charles mit weiteren Studenten den Holy Club gegründet, wo sich auch John angeschlossen hat. Sie haben sich getroffen, um gemeinsam die Bibel zu studieren und sich täglich bestimmten Übungen zu widmen, wie zum Beispiel Beten und Fasten. Die Gruppe ist zunehmend gewachsen. Ihre völlige Hingabe an Gott, ihr Streben nach einem heiligen und gottgefälligen Leben und die festen Strukturen haben dazu beigetragen, dass sie bald den verächtlich gemeinten Spitznamen Methodisten bekommen haben. 1735 sind die Wesley-Brüder gemeinsam mit anderen Christen aus Europa aufgebrochen, als Missionare Richtung neu entdecktes Amerika, wo sie für 2 Jahre geblieben sind. Das tiefe Gottvertrauen und der innere Frieden, wo ihre Reisegefährten mit einem schlimmen Unwetter auf See gezeigt haben, hat die Brüder tief beeindruckt. Ihnen ist immer stärker bewusst geworden, dass sie selber keine Gewissheit haben, dass sie gerettet sind. Zurück in England haben John und Charles zu einem Glauben gefunden, wo ihnen eine Gewissheit und einen tiefen inneren Frieden gegeben hat. 1739 haben sie in einer Nacht voll von Gebet erlebt, wie der Heilige Geist außergewöhnliche Sachen getan hat unter ihnen. Und sie haben tief in ihrem Herzen gespürt, wie sie eine Leidenschaft, eine Freude und einen Mut haben. Im Folgenden sind ihre Veranstaltungen, die oft unter freiem Himmel stattgefunden haben und von 1000 Menschen besucht worden sind, prägt von solchen Erfahrungen. Der John hat predigt und der Charles Lieder geschrieben. Insgesamt 6000 und sie haben sich gut ergänzt. Sie sind viel unterwegs und haben täglich 35 Kilometer auf dem Ross zurückgelegt und 3-mal am Tag predigt. Mit Hilfe der neu aufkommenden Drucktechnologie haben sich ihre Schriften und Lieder immer mehr verbreitet, dass bald täglich 100 Menschen für das Leben mit Jesus gewonnen werden. Weil die Bewegung so stark gewachsen ist, hat John die Gläubigen in Gruppen in sogenannten Klassen organisiert und Laienprediger eingesetzt. Er hat Methoden zur Förderung von einem kontinuierlichen geistlichen Wachstum und der Jüngerschaft verfeinert. Die Wesleys waren ein Teil von einer Erweckung, die sich, wie sie selber gesagt haben, durch die Liebe zu Gott und zum Menschen ausgezeichnet hat, die das Herz erfüllt und das Leben bestimmt.